Na Leute, wie sieht's aus? Habt ihr Bock auf die 100 Münzenjagd in einzelnen Welten? Tja, willkommen zurück bei Super Mario Sunshine und ja, 3 Welten sind noch offen. Monte Bianco, Playa del Sol und Baja Paradiso. Generell, Baja Paradiso ist relativ locker, muss man sagen. Da ist ja da die Wasserwelt, beziehungsweise der meiste Teil, wo man die Münzen findet, ist wirklich unter Wasser. Insofern relativ easy. Monte Bianco ist generell gesehen auch easy, kann aber ziemlich zeitaufwendig sein. Playa del Sol ist die totale Kacke, um es dort zu sammeln. Und deswegen gehen wir dorthin. Playa del Sol, noch mal ganz kurz überlegen, wie zum Henker kann man heute nach Playa del Sol, da drüben. Ja, warum ist es kacke? Weil es dort irgendwie keine vernünftige Welt gibt, um diese 100 Münzen zu sammeln und deswegen kann das echt lange dauern. Aber es gibt so ein paar Tipps und Tricks, die sicher funktionieren. Und zwar, damit es hier funktioniert mit 100 Münzen, geht man in Kapitel 8, das Wassermelonenfestival. Jetzt denkt man sich vielleicht so, wieso gehst du nicht irgendwie in eine Welt mit Yoshi, du gehst in eine Welt mit den roten Münzen und so weiter und so fort. Das hat tatsächlich mit den Wassermelonen zu tun. Man glaubt es kaum, aber ist so. So, erst einmal Punkt Nummer 1. Wir holen hier drüben ein paar Münzen und man sieht es auch schon, es gibt hier blaue Münzen im Wasser, die holen wir direkt auch schon, weil die sind so nahe dran. Jetzt einfach denen aus dem Weg zu gehen, nö. So. 20, dann wären es wieder 2 Sterne, beziehungsweise Insignien beisammen. Also. War das die Münzen, die mir eigentlich davon schwimmt? Also, weil es versucht hat, war es nicht gerade sehr erfolgreich. Dann gäbe es noch eine und so. Ja gut, wir holen sowieso alle blauen Münzen ja später, also sowieso später, insofern. So. Das kennen wir auch schon, die Leiter. Die gebe ich da hoch. Sehr gut. Dann hier die Palmen. Dann haben wir einen Chat-Aufsatz, den brauchen wir gleich auch noch. Erstmal haben wir hier ganz oben jeweils auf den 3 Bäumen noch welche. Hier ist auch ein bisschen, ja, sag's mal so, es kann ein bisschen nervig sein. Sieht man gerade. Sind man so verkackt wie ich. Bin sogar schon in der Nähe von der blauen Münze. Ja, komm, wenn ich jetzt schon mal da bin. Hey, Fischlein. Ich war gerade ein bisschen verwirrt. Ich dachte gerade, hätte mir jetzt irgendwie die Mütze geklaut oder warum hat das so seltsam gewirkt? Egal, das klappt schon. Ich kann mir durchaus vorstellen, dass alleine hier die 100 Münzen siegen, dass es alleine schon eine ganze Folge braucht. Weil eben alle hier zu finden, das ist eine Herkulesaufgabe. Also zu finden, zu sammeln vor allem. Ja, ich sehe gleich warum. So, erstmal muss ich ein bisschen höher. Hier haben wir zum einen wieder mal eine blaue Münze. Wie könnte es anders sein? Wir haben ja so viel übersehen. So. Oh, wieso bin ich plötzlich hier unten? Das nehmen wir noch ein Ding mit diesen Palmblättern, die verstehe ich nicht ganz. Wieso ich plötzlich wieder runterfallen und so. Also Physik-Engine hier over 9000. Naja. So, die sind zum Glück jetzt nicht so groß, aber dafür fällt man hier leichter runter. So, wenn es sogar klappt, komme ich so nicht drüber. Wer hätte es gedacht? Ey, Mario, mach hier keinen Scheiß.
So. Perfekt. Uns mal hier ganz kurz die Turbodüse. Wenn es ein bisschen schneller vorwärts geht hier. So. Wenn wir schon mal im Thema waren, ne? Hier haben wir noch eine nette kleine Münze. Drüben muss er sowieso. Also machen wir ein bisschen Endspurt. Das ist mir noch so langsam. Okay, interessant. So, 100 Münzen farmen leicht gemacht. Wie schafft man das? In dieser Welt sind zwei Dinge wichtig. Erst einmal die Dinger. Draufspringen, gib eine Münze. Also wir machen das mit allen. Und die Melonen hier. Und zwar, jede Melone bringt, wenn man es richtig macht, so um die, glaube ich, bis zu 8 Münzen oder so. So. Ja, aber immer leider nur auf diese Art und Weise. Bisschen halt zu nah dran, Kumpel. Ich verstehe aber nicht, was der Grund ist, wieso sie manchmal gestunt sind und manchmal nicht. So, jetzt haben wir die Münze verpasst wegen diesem Arsch. Okay, ein paar hat er noch, zum Glück. Ja, wenn man es halt immer so machen muss, die Melonen zu finishen. Ist auch ein bisschen einfacher. Wow, durchgeflogen, der ist neu. Ich habe leider keinen besseren Trick. Man muss es wirklich ein bisschen so machen. Also natürlich, das geht gar nicht mehr. Da wäre natürlich die andere Option. Na komm schon. Ja, das wären immer so Dinge, wo man sagen könnte, ich kann ich ja offscreen machen. Bin kurz davor, warte mal. So, man sieht, sie haben doch ein paar Münzen drin und das alleine lohnt sich schon. Bis sie irgendwann halt gar keine Münzen mehr geben. Oh. Ich glaube, da könnte der Zeitpunkt gewesen sein, wo jetzt die Melone sagt, nö, hab keinen Bock mehr. Jo, gibt keine mehr. Ist vorbei, gut. Problem ist halt natürlich, wir haben nicht so viele jetzt übrig, Melonen, wo wir den Quatsch machen könnten. Andererseits gibt es doch mehr, als man vielleicht zuerst denkt. Weil man diese ganzen Typen mal platt gemacht hat. Das ist einfach ein bisschen langwierig, aber jetzt dachten wir wirklich von wegen, ja komm, also jetzt hast du irgendwie zuerst gesagt, ja, du machst es offscreen und dann gemerkt, blaue Münzen und so gibt es ja auch noch, dann machst du jetzt doch nicht irgendwie noch, welche doch noch Shortcuts und zeigst wirklich alles live. Denn live ist live. So.
Zumindest hier unten haben wir langsam alle. Das ist die nächste Melone übrigens. Die kümmern wir uns gleich. Theoretisch können wir dann sagen, hey, vielleicht erzählen wir auch noch etwas. Es gibt solche... Wie soll man die nennen? Sanddünen oder Sandburgen, wo es wirklich welche gibt. Das sind jetzt gerade keine davon. So, die Schwebedüse wieder. Erstmal wirklich alle Dinge hier platt machen. So. Das ist natürlich ganz geil, wenn auf die Münze drin verschwindet. Und schon sind wir bei 50 Stück. Okay, der Trick war nicht schlecht. Wenn wir schon mal hier oben sind, kann ich bei dem eigentlich noch was machen? Nö. Wieso es überhaupt so einen blauen gibt, verstehe ich auch nicht, aber hey, ist halt so, wa? Einer von euch hat mir noch eine Münze vorenthalten. Nö, die Münze natürlich weg. Okay, aber eine Münze weniger. Naja, ich glaube, das kann ich einigermaßen verschmerzen. So. Dann gehen wir mal darüber, weil da wissen wir auch, dass es dort noch Münzen hat. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was. Dann hier oben bei den Palmen. Da wissen wir generell, hat es keine in der Regel. Natürlich hier. Hier ist ein bisschen spezieller, weil hier haben wir die scheiß Bienen wieder. Ich habe jetzt ernsthaft eine Biene erwischt währenddessen. Mann, die scheiß Biene. Ja, lass mich doch mal in Ruhe, ihr scheiß Viecher, ganz ehrlich. So. Wollen wir auch noch ein paar Münzen haben. Und zwar... Ganz kurz gucken. Nicht direkt hier, nee. Hier bin ich Insignie selbst auch nicht, aber dafür darunter. Bisschen fies versteckt hier. Und ja, ein weiterer Grund, wieso ich das eben zeige, ist auch, weil es hier eine blaue Münze hat. Ah, hier. Ich wollte sagen, hey, wo ist die blaue Münze hin? So, damit hatten wir also jetzt 73 Münzen. Und nicht zu vergessen, uns fehlen noch 2 Melonen. Ansonsten haben wir doch schon relativ viel abgegrast, muss man zugeben. Im Moment eines fast vergessen, das hole ich mir jetzt noch ganz kurz, weil sonst vergesse ich es wirklich. Da drin war ja auch die eine Secret-Insignie versteckt. Genau die. So. Und zwar, diese kleine Melone müsste hoffentlich auch noch irgendwie um die 8 Stück drin haben. Ich glaube, je größer sie sind, desto einfacher geht es auf die zu zerplatzen. Das ist
natürlich mühselig, wenn sie mal so machen muss. Und man kann leider... Aua, ja, das passiert während dem Wachstumsprozess noch. Und man kann leider die Melonen nicht, also die am Ziel, die bereits dort sind von den Konkurrenten, die kann man leider nicht zerplatzen lassen. Warum? Keine Ahnung. Oh, ich glaube, es geht immer nur aus dem Stand raus am besten. Nein! Also, die kommen gar nicht hoch. Na doch, die kommen hier hoch! Verdammte Kacke. So. Wieso er jetzt hochgesprungen ist, die Melone, kein Plan. So, 280. Jetzt zeigen sie natürlich langsam ungefähr 8 Münzen pro Melone. Also wird verdammt knapp, Michael. Ja, das wird so oder so. So, sorry. Hatte gerade was in der Nase, was gekitzelt hat. Das müsste doch jetzt eigentlich klappen. Hey, das schnallt nicht, wenn es zu eng ist. Sonst klappt das immer. Mann, ja gut, zum Teil klappt es aber nicht. Oh, das klappt glaube ich immer. Danke! So, aber die hat sogar ein bisschen mehr als 8 drin, war? Insgesamt. Täuscht das jetzt. Gut. Zumindest hatte sie mehr als 8 drin. So. Dann. Ah, Mann. Was ich noch vor der letzten Melone zeigen kann. So, perfekt. Ihr habt gerade gesehen hier im Flug, es gibt ja noch ein paar Münzen. Und zwar zum einen die da oben und die da, beziehungsweise, ja, man sieht es da nicht so gut, aber die da irgendwie so schräg da oben stehen. Die schrägen, die sind echt kacke. Das sind noch 2 Stück, die holen wir gleich. Die schrägen sind echt so, wo man sich denkt, Alter, was hat sich Nintendo dabei überlegt? Aber hier hatte ich offscreen auch ein paar Probleme. Jetzt geht's zwar bis dahin. So, und wie soll man die holen? Ihr habt es schon, ich glaube auch schon mal gezeigt, aber ich beherrsche es halt nicht richtig, das ist das Problem. Wenn man sich jetzt hier ranhangelt oder hier ran, ja, man kann jetzt irgendwie sich da ranhangeln, also wirklich, dass Mario halt sich an diesen Seilen festhält, weil jetzt schwebt, das balanciert er darüber, aber man kann es auch festhalten. Wenn er sich daran festhält, gibt es halt die Option, so, was besser so, geht einfacher. Gibt es halt die Option, dass er sich daran festhält und dann kann man irgendwie, wenn man die Düse wechselt und ein bisschen rumspritzt, dann kann man irgendwie sich in Drehung versetzen. Wenn man im richtigen Zeitpunkt dann loslässt, würde man darüber fliegen und zu den Münzen gelangen. Soll funktionieren. Bei mir hat es nie funktioniert, deswegen zeige ich es auch nicht, weil es nicht funktioniert bei mir. Aber ja, generell müsste es eigentlich. So, hier haben wir eine blaue Münze, sehr gut. Dann schon mal 90 Münzen. Das ist ja generell gar nicht mal so verkehrt eigentlich. Gut, das ist jetzt, ja,
Ah, geht noch. Jetzt hier am Wasserbein nochmal ganz kurz auffüllen. So. 92 Münzen. Wir haben dort oben noch eine Wassermelone. Und ein paar grüne Vögel. Und die geben ja auch noch Münzen. Wenn man es richtig anstellt. Ich kann hier zwar wieder switchen, aber warum bringt mir jetzt nicht so viel? So, jetzt mal interessiert mich, wie viele Münzen habe ich jetzt eigentlich schon? 22, okay, da heißt 8 Stück würden sie noch fehlen. Aber habt ihr schon gesehen? Und doch relativ flott haben wir noch ein paar Münzen bekommen. So. Halt die Frage, kriegen wir hier echt die restlichen Münzen? Oh, die Spannung steigt, weil sonst habe ich echt ein Problem. Ja, also zumindest 98 müssen kommen. Wenn ich 98 reiche, kann das kein Problem sein, weil eben es gibt noch mindestens 2 grüne Vögel hier. Dann haben wir diese verkackte Welt, muss ich leider so sagen, die wirklich am längsten dauert, finde ich. Haben wir dann auch hinter uns. Okay, mein Fehler. Der Wachstumsprozess dauert halt ein bisschen. So. Jetzt kann man sagen, jo, wir sind safe. Eben, da gibt es noch zwei grüne Vögel mindestens. Hat das Teil sogar noch ein paar Münzen drin. Warum, dass man das hier so crazy gemacht hat mit den Melonen, warum die nicht unendlich Münzen geben, sondern eine Weile aufhören, ich habe keinen Plan. Ist mir dann gesagt auch egal, Hauptsache wir haben es geschafft. Perfekt. So, jetzt haben wir doch hier hinten irgendwo gesehen. Kriegen wir sogar hier. Bingo! Ja, elegant vorbeigeflogen, das war mir klar. Aber wir haben es geschafft, Freunde, mein Gott. Die schlimmste Welt für 100 Münzen. Geschafft. Feierabend. Puh.